Mein Name ist Sippe Frank, ich wohne in Heiz-de-Mama und ich habe eine ganz große Vorteil, ich kann morgens frei zu Fuß auf meine Arbeit kommen. Ich arbeite nämlich bei der Ceratizid Group Heiz-de-Mama an der Forschung. Ceratizid ist einer von den weltgrößten Herdmetallherstellern und wir machen so Produkte wie zum Beispiel Seezahn auf einem Seeblatt oder Burerkap auf einem Bur oder wir machen eben Kugel, die ein Mensch als ein Kugelschreiber dran hat. Herdmetallherstellung muss sich dabei vorstellen, ein bisschen wie Kuchbacken. Das heißt, wir haben unterschiedliche Rohstoffe, die wir für dich zusammen mischen. Die gehen dann an eine Form gepresst und schlussendlich gehen sie dann nur, wie gesagt, eine Gebacke für ihre Form umzuholen. Menge besteht daran, für die Qualität der Rohstoffe sicherzustellen. Das heißt, für den Kuch noch mit den besten Komponenten zusammen gemischt wird. Gleichzeitig sehe ich mich ein bisschen als Drehpunkt zwischen Forschung, Produktion und auch Rohstofflieferant, für das wir zusammen Innovationen aus dem materialwissenschaftlichen Bereich nutzen können, für bessere Produkte hinzukriegen. Für die Qualität der Rohstoffe zu überprüfen, stehen meine Kollegen und mir natürlich die neuesten physikalischen und auch chemischen Analysemethoden zur Verfügung. Angefangen bei der chemischen Analysemethode, wo wir gucken, wegen Impuretäten, Verunreinigungen am Rohmaterial fehlen, bis hin zu den mikroskopischen Methoden, wo wir uns das Produkt von ganz nah gucken können. Und gleichzeitig kann ich hier im Labor oder auch an der Produktion das Zusammenspiel von der Rohstoffe testen. Das heißt, ich kann hier im Labor wie an der Produktion die verschiedenen Komponenten mischen und dann eben das Hanno backen lassen und gucken, dass das Herdmetall auch wirklich die Eigenschaften hat, die es jetzt soll haben. Ziel von meiner Arbeit ist, für die Qualität des Herdmetalls sicherzustellen. Was sind die Eigenschaften? Das heißt, muss natürlich einen gewissen Herd haben und eine gewisse Flexibilität. Wie kann man die erreichen? Herdmetall ist ähnlich wie wenn da eine Mischung von Knatsch und Kieselstein zusammen hat. Oder mit Kieselstein dran, dann ist ein Herd, oder mit Knatsch dran, oder mehr eine Flexibilität. Wobei Kieselstein bei uns der Wolframcarbid sind und der Knatsch der Kobalt ist. Als Beispiel für eine Anwendung, die besonders hart muss sein, aber auch eine gewisse Flexibilität, das heißt zum Beispiel der Bohrerkopf von einem Bohr. Sie muss hart sein, für das sie am Mauer geht, aber auch flexibel, für das sie nicht bricht. Das heißt, in dem Fall möchten wir mehr Knatsch und mehr Stein. Für eine mehr Herdanwendung, zum Beispiel für eine Kugel von einem Kugelschreiber, da möchten wir mehr Knatsch dabei und mehr Stein, weil die Kugel die muss 1200 Meter über Blatt aushalten und die dazu aufnutzt. Und meine Arbeit fand ich besonders interessant, dass es immer etwas Neues gibt. Das heißt, ich bin von Anfang an bis zum Endprodukt beteiligt und ich kann hier zusammen mit einer flotten Equipe am Labor wie auch an der Produktion zusammenarbeiten. Besonders interessant fand ich doch gleichzeitig immer mit Leuten von anderen Seiten zusammenarbeiten, wie zum Beispiel aus Deutschland, Österreich, Amerika oder aus China.